Wir sind zurück in Atheno, in Zeldas geheimen Bunker, hier bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Tja, Freunde, es ist momentan so, dass wir am Abschlussspurt sind. Zuletzt hier mit den ganzen Masken und so, Rüstungen und so weiter und so fort. Und ach ja, was Zelda ja also noch gemalt hat, ne? Weil uns ja schon fragt, warum hat sie hier unten irgendwie noch so, naja, ein Geheimversteck sich angelegt. Verstehe es irgendwie nicht so ganz, aber hey. Lass die Frau machen, was sie will, ne? So, jetzt für uns, ne? Was haben wir eigentlich noch so alles vor? Also zum einen, es fehlen uns noch ein paar Rüstungsteile, okay? Es fehlen noch keine Sets mehr, zum Glück. Also doch, also eins, ich sag mal so. Es fehlt uns ein Kleidungsteil und das Anziehen ist es eine komplette Rüstung. Das kriegen wir aber erst ein bisschen später, wenn wir bei den Jäger waren, weil dafür brauchen wir alle Schreine, die wir gemacht haben. Und das kriegen wir erst später hin. Also später. Ihr könnt es jetzt direkt machen, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ist demzufolge nicht so das Problem. Dann fehlt uns noch hier der Helm von Varudia. Rudania ist aber auch kein Problem, weil wir sowieso nochmal zurück müssen zu den Gonen. Kriegen wir auch hin. Und dann fehlen uns halt noch so ein paar, ja, Halsketten oder Ohrringe und so. Sind es vor allem. Wir haben, glaube ich, irgendwann mal eins zusammenbekommen, aber ich glaube, wo ist das irgendwie? Da ist irgendwie ein Topaz-Ohrringe oder sowas in der Art. Ah, hier. Genau. Bernischen Ohrringe sind es, Entschuldigung. Sowas haben wir. Ein paar davon fehlen noch, die können wir uns noch holen. Und ich würde aber tatsächlich auch sagen, Freunde, wir kombinieren es ein bisschen mit anderen Dingen. Denn, naja, letzten Folgen, mein Let's Play steigt momentan sowieso ein bisschen in die Länge, auch bei mir aus privaten Gründen. Ich will nur jetzt ein bisschen dazu kommen zum Aufnehmen und ich hoffe, ich komme auch noch dazu, hier das Finale aufzunehmen, bevor ich dann eine Pause machen muss. Das hat andere Gründe. Jedenfalls, wenn wir schon dabei sind, ich frage mich halt. Genau, hier ist noch der letzte Tempel, also der letzte Schrein besser gesagt. Und ja, ob ich jetzt nicht direkt schon mal mit anderen Dingen noch kombinieren soll, ne? Ich frage mich, ob hier ein Kopfschmuck war. Na egal. Und zwar, wir hatten noch einen Punkt von der Hauptstory her, finden den 5. Weisen. Das haben wir ja gemacht ja, von der Story her, aber wir waren noch nicht in den ganzen Gebieten wieder. Zu sagen, hey, wir haben den 5. Weisen gefunden, weil da könnte was passieren. Und da ich ja sowieso zu den Gerudos muss, oh, nicht hierhin, sondern hierhin, in Gerudo City, da ich ja sowieso zu den Gerudos muss, um eben auch noch die fehlenden Ohrringe und so zu kaufen, dachte ich mir, man könnte es doch auch kombinieren, ne? Dass wir also dementsprechend auch noch bei Ding vorbeigehen. Bei unserer Lieblingsgerudo-Königin. Na gut, zweitlieblings, ne? Ich fand die Urbosa aus Breath of the Wild ja besser. Also, was heißt besser, ist immer so ein Punkt, ne? So, oh ja, ist ein bisschen heiß hier, ne? So ganz weit runter. So. Soll ich schon mal, wenn ich hier bin? Ja, komm, wir quatschen mal kurz mit dir, ne? Offenbar hat sie noch Truhen. Keine Ahnung, wo hier noch eine sein soll. Oh. Hallo, Richu! Link, ich bin froh, dass du hier bist. Ich hoffe, mein achtes Weiß ist ja eine Hilfe. Wir haben noch keine Hinweise zum 5. Weisen gefunden, aber ich werde auf jeden Fall weitersuchen. Jo, ich habe ihn schon. Was sagst du da? Die 5. Weise gefunden? Ihr seid halt in der Zone aus uralten Zeiten. Name lautet Minero, hm? Ja, es ist kein Chica leider. Also ich hätte den Chica jetzt besser gefeiert, weil, naja, Gegenwart und so, aber okay. Das Weise des Geistes, vor allem Geister, ne? Wobei Geister, also Weißes Geistes, so Queen of Time war ja auch eine Gerudo, insofern, aber ja, Weise der Schatten und so wäre auch cool gewesen, aber egal. Obwohl der Körper schon lange vergangen ist, das ermutigt. Findest du? Na, okay. Gut, das heißt, die Gespräche machen wir mit allen Weisen noch. Jetzt muss ich erstmal gucken, denn ich brauche noch Kohle, tatsächlich. Ich frage, kann ich hier noch irgendwie ein bisschen was? Ja, Kataklysmus und so. Kaufst du an? Moment, was? Moment, was hat er gerade? Neue Tierart? Seebefinen. Ah, ist das dieses Ding, was Zelda beschützen will?
Also, ja, verkaufen, das kann ich schauen. Das muss man ganz kurz mal schauen. Nach Typ, nach Angriffsstärke, ja. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle tatsächlich. Weil wir momentan haben, das wird nicht lange reichen tatsächlich. Wir können hiervon noch ein paar verkaufen, weil ich werde die nie benutzen. Warum es hier so einen krassen Preisunterschied gibt zwischen einzelnen Dingen, verstehe ich auch nicht ganz. Ich meine, hier sind so 20 dazwischen, okay, aber es hier direkt 60 draufpackst, verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber egal. Wir müssen dann alles verstehen, ne? Okay, Diamantding haben wir viel. Ja, ansonsten so. Man könnte auch diesen jetzt verkaufen. Ich finde hier noch ein paar Dinge, wo ich jetzt sagen würde, jo, das passt sowieso, aber komm. Also das erste. Wenn ich mal hier unten bin, ne, so Dinge aber auch eigentlich nicht. Pfeile. Pfeile ganz dringend. Nein, oh, ich bin zu schnell. Da haben wir genug Kohle. Gut. Alles frisch gebraten. Ja. Ich meine, schaden kann es nicht. So. Das hätten wir da vorne, waren noch ein bisschen Gemüse und so, ne? Gemüse, Obst, da Pilze. Fische, Pilze. So. Dann müsste es hier sein, ne? Also. Bernschnurringe haben wir. Dann machen wir einmal die Opalo-Ringe. Bisschen mehr Schwimmtempo. Kann nicht schaden. Dann machen wir mal die Topaso-Ringe. Ja, sind immer teurer. Dann haben wir das Saphir-Stirnband. Rhodonit-Stirnband. Und das Diamant-Stirnband. Naja, den Kopfschmuckdinger, ne, es ist sowieso kaum. Die Ohrringe vielleicht noch am ehesten. Bei Elektroschutz. Naja. So, den wieder nehmen. Dann haben wir jetzt wirklich alles zusammen. Das müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich will ja hier natürlich nicht irgendwie einen Quatsch erzählen oder so. Okay, okay. Ne, schon mal richtig sortiert hier oben. Also wir haben hier das alte Ding, das alte Set, was nur aus 2 Teilen besteht. Okay. Die alte Winterhosen noch. Das kommen wir gleich. Aber erstmal noch das Hylia-Set. Natürlich jetzt hier nicht der Reihenfolge nachgeordnet. Das ist ein bisschen doof, noch was anderes machen. Also, Hylia-Set. Dann, was wir natürlich haben, ist das Gleitset, ne, von Himmel. Das war, wie ich finde, relativ easy zu finden tatsächlich. Also, wenn man sowieso im Himmel unterwegs ist so, dann finde ich es relativ schnell tatsächlich. Ist trotzdem ansprechend, ne? Also anspruchsvoll gewesen zum Teil. Also, da war gar keine Frage. Dann die jeweiligen Sets, ne, von den Gebieten, die wir noch aus Breath of the Wild kennen. Da ist ja nichts Neues. Dann haben wir noch, genau, Wüstending, das auch. So, das Kletterset, das ich wie damals bei Breath of the Wild als eines der letzten Dinge geholt habe. Aber ja, wenn das halt irgendwie nicht auf dem Weg liegt oder du keine richtige Quest dafür hast, Questreihe besser gesagt, dann ist halt doof. Okay, Soldatenset. Dann haben wir noch das Sheikah-Set. Einen Schleichmodus und so. Ninja-Style, sage ich dazu nur. Dann haben wir Leuchtdinger. Jo, dann haben wir natürlich noch irgendwie das Gummiset. Ruffy wird sich freuen.
Das Barbaren-Set, genau, das ist jetzt im Text auch anders, ne? Kopfschmuss eines alten Kriegerstamms. Weil im Original, im Fall Ron angesiedelt war, genau. Also im Original Quatsch, im Vorgänger. Bei Breath of the Wild war es noch so, dass die Rede irgendwie von den Sona war, auch wenn die Sona nicht namentlich genannt wurden. Es war eigentlich doch irgendwie darauf gedacht, dass es von Sona war, weil die natürlich dann irgendwie, ja, wie soll ich sagen, von Ruin und so. Und naja, natürlich auffallen, abgesehen natürlich auch von der Kleidung, sage ich jetzt mal, die nicht unbedingt Sona-typisch ist. Dass man trotzdem irgendwie plötzlich rote Haare hat. Und sich dann fragen kann, warum plötzlich rote Haare? Das ist noch so ein Punkt, den kann man sich durchaus noch so im Kopf behalten tatsächlich, weil das mit den roten Haaren, das wird lustig werden, wenn wir das letzte Kleidungsset haben. Oder letzte Kleidungsstück besser gesagt, ne? Deswegen später mehr dazu. So, Barbaren-Set, das war das. Dann natürlich noch das Giga-Set, das werden wir auch. Ja, hier. Giga-Set, das werden wir gleich benötigen, also gleich auch demnächst wieder benötigen. Was haben wir sonst noch so? Sonanium-Set mit Helm, Rüstung und Knieschützer. Dann haben wir noch natürlich das Untergrund, Untertage-Ding, ein bisschen Leuchten, Leuchteffekt, sehr gut. Und das Set der Finsternis für ein bisschen mehr Miasma-Schutz, ja. Dann Leibwache-Set haben wir auch. Langsam mal zum Darkling-Set. Na, wo ist er? Ja. Dann das mystische Set. Na, wo haben wir es hier? Also Geistergewand-Set quasi. Gibt es das Frosch- oder Kröten-Set. Das können wir anders aus dem Vorgang. Nein, stimmt gar nicht. Aus dem Vorgang kann man das gar nicht. Ne, ist neu. Okay. Da kommen wir langsam sicher schon mal zu den DLC-Dingern. Naja, fast zumindest, weil gibt hier noch die Phantom-Rüstung. Wo ist sie? Ah, hier. Auch ein cooles Set von dem her. Dann das der Wildnismütze. Da vergesse ich immer, welches Zelda-Spiel das eigentlich repräsentieren soll. Das erste ist ja nicht, weil das erste wäre hier Ursprung. Das uralter Zeit, also ist natürlich jetzt nicht der Wind Waker, nicht Skyward Sword, was chronologisch das erste Zelda wäre, sondern von Erscheinungsdatum her, ne? Und sagen können, okay, Wildnis-Set, beziehungsweise Ursprungsset ist das aus The Legend of Zelda, dem ersten Zelda-Spiel überhaupt. Aber Wildnis, war das von Link to the Past? Link? Ich meinte, die Wildnis durchstreift. Muss fast der sein, ne? Weil dasselbe mit Link's Awakening und den Awakens Teilen. Oh, da gibt es schon das Erwachsenen-Set. Würde da passen, weil sonst haben wir halt nichts, ne? Das Himmelsset ist für den Link aus Skyward Sword. Schattending ist aus Twilight Princess. Wind ist der Wind Waker. Zeit ist Ocarina of Time. Und Majora's Mask, wenn man so will. Dann Ursprung ist eben das erste Zelda-Spiel, das heißt, Wildnis muss eigentlich das vom Link aus A Link to the Past, beziehungsweise Link's Awakening ja eigentlich auch, ne, wenn wir ehrlich sind. Und natürlich eben auch noch den Oracles-Teil, ne, weil der Link kann man ein bisschen darum. Der war in einigen Abenteuern tatsächlich verwickelt. Aber ja, ist es auch nur eine Theorie von mir mit dem Wildnis-Set. Wir müssen nochmal ein bisschen genauer recherchieren, nochmal alle Zelda-Spiele nochmal durchgucken schnell. Aber ich glaube, mit der Link to the Past ist gar nicht mal so schlecht, ne? Das wird so richtig ganz zu tragen, okay. Dann das das ist vom Phantom Gun, also Ocarina of Time. Dann die Sätze, die wir eigentlich zuletzt noch so geholt haben, ne, ist das Blitzstrahl-Ding, was ein Donnerdrachen repräsentieren soll, was das storybedingt tatsächlich war. Dann haben wir irgendwie das Ding hier noch. Flammending oder Schneesturmding, ne, mit dem Feuerdrachen und auch Eisdrachen. Dann natürlich, und etwas niemals vergessen werden darf, ist das Tingle-Set. Oh Gott, hey.
So, und daneben gibt es noch eins, was wir aber erst später kriegen, deswegen erwähne ich das jetzt noch nicht. Dann haben wir eben hier natürlich auch noch die, man könnte auch sagen, Amiibo-Sets. Ne? Eben, da hatten wir hier das Ursprung-Ding, Zeit aber bereits erwähnt. Grimme Gottheit, ja, okay, ist auch nochmal Majora's Mask. Wind, genau, dann Schattengewand, Himmel und das Ding, was auch neu ist. So, also haben wir alle Sets tatsächlich zusammen. Dann als Einzelding ist das Ding, die Winterhose, dann kann man auch noch schnell hier hin. Erinnerungsgewand, beziehungsweise hier das neue Reckengewand, dann Erinnerungsgewand. Oder eben auch das Ding hier, das Haarband. Dann haben wir hier 3-mal Ohrringe, jo, das stimmt. Dann auch 3-mal Stirnbänder. Stimmt auch. Was wir auch haben, sind die Sand- und Schneestiefel. Okay, dann fehlt hier noch eins. Das kriegen wir aber auch noch, wenn wir sowieso auf dem Weg zum letzten Schrein sind tatsächlich. Da gibt es auch hier die Masken, ja, die Monstermasken quasi. Dann eben die Helme, wo uns noch einer fehlt. Da habe ich auch schon erwähnt, den müssen wir von weiter Sidequests bekommen. Das Ding haben wir, das Hummergewand. Dann haben wir noch Midnas Krone, genau. Santos Helm. Schick, schick. Schick, 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 schick. Die Chic-Maske, genau. Dann haben wir noch Ravios Mütze, nicht zu vergessen. Majora's Maske nicht zu vergessen. Die Krog-Maske, sehr wichtig. Das erwähnte Erinnerungsgewand. Und dann war noch etwas. Der hässliche Fummel, war. Perfekt. Also, Freunde, das heißt, uns fehlen noch zwei Kopfschmücker noch und eine komplette Rüstung, aber die alle kriegen wir eben, wie gesagt, im restlichen Sidequest beziehungsweise mit dem letzten Schrein dann. Gut, dann haben wir alles. Perfekt. Also jetzt nochmal bezüglich den ganzen Weisen und so. Wir machen mal zurück auf jetzt so. Wir suchen mal die Weisen und erzählen ihnen vom 5. Weisen, ne? Ach, jetzt müssen wir da hoch, ne? Ah, warte mal, da gibt es eine Abkürzung. So, ich hoffe, wir sind nicht zu weit oben. Doch. Ach, die Wind Waker Mucke. Problem mit dem Bogen? Ich kann es nicht fassen. Hey Link, na was geht? Gegen den Dämonenknie gekämpft, wa? Die Salze der Tugend können wir mit dem 5 Weisen herausfinden. Ja, habe ich schon. Was? Du hast ihn gefunden? Krass. Alles weiter auf wir. Mehr aufzacksen als sonst. Ja, die Zeit ist definitiv schon längstens eigentlich da, wenn wir ehrlich sind. So. Also sowas. Später einfach halt ein bisschen schießen, wenn wir da sind und erzählen, ja, wir haben 5 Weise gefunden, ob es dann direkt schon zum großen Battle kommt, ne? Also beziehungsweise wir es natürlich sowieso erst noch alles ein bisschen erforschen müssen. Gut, Schloss Hyrule hat weniger, aber nochmal einen Untergrund dort und so, deswegen, ja. Aber es ist halt vermutlich so, das heißt, okay, dann können wir loslegen, wir versammeln alle und so und dann sage ich so von mir, dann sage ich so, nö, noch nicht, ich bin noch nicht so weit. Wäre irgendwie auch doof, oder?
So, König Sidon, wo ist er denn? Ah ja, König Sidon hier, ne? Sapilianer, interessant. Haben wir noch ein paar Pfeile, dankeschön. Viel hast du nicht. Den ganzen Fischen haben wir auch noch genug. Sidon war weit oben, ne? War ganz oben. Na, dann war das zumindest noch hier. Sidon, wir haben Informationen. Was? Du hast eine 5. Weise gefunden, beziehungsweise die 5. Weise? Ungesehen. Tja, aber nun warst du es wieder, der sie gefunden hat. Genau wie uns 4. Es muss wohl ein Schicksal sein, wa? Als Geist erfüllt. Also, ich wollte noch etwas anderes mit mir sprechen. Offenbar schon. Du hast einen Schatz gefunden? Das ist einfach Spitzeling. Die Weise ist, was es einst trug. Also. Nun lange steckst. Ja, mache sie dann. Dankeschön. Der Helm. Ja, da gab es eine Quest tatsächlich, aber war mir jetzt nicht mehr so bewusst. So krass zumindest. Goronia war ja hier. Maraguzzi-Schrein. Wo zum Henker war Junobo schon wieder? Ich habe gerade erstmal hier gesehen, kürzlich. Da unten ist er. Als mal einen Preis. Oh, Diamant für 1000. War immer so schlecht. Ah, Link. Ganz verschwommen. Das ist alles scheiße, Mann. Eins weiß ich noch, als wir Schlemmstein an Nordseite des Todesberg abgebaut haben. Ja, soll mich hier das Echselsee begeben. Eine Sonau? Und nur ihr Geist? Klingt ja sehr, sehr überraschend. Wer der angreift, werden wir angreifen. Ja, ne, ist ja also Gandalf selber chillt ja, ne? Ist nicht so wie damals noch mit Ganon, der einfach rausgekommen ist und ganz Hallo angegriffen hat. Nö, nö. Die Nordseite, ne, mit dem Schatz. Gut, die Quest habe ich ja noch. Das können wir also schon mal noch bei der Gelegenheit machen. Da ganz kurz noch was anderes gucken. Noch wegen Pfeilen. Die gibt es, glaube ich, irgendwie überall, ne? So, Feuerfrucht aber mehr als genug. Ungewürz, so halt auch noch. Rohrzug habe ich auch noch. Das Ding sowieso. Wenn es so gut günstig ist. Ja, ich weiß, mal keine Kohle mehr. Deswegen ist Standard bei mir. So, jetzt haben wir den 4 Weisen mit ihnen gequatscht, ne, über das, was so ein bisschen abgeht und so. Jetzt ist die Frage, jetzt mal ganz kurz gucken. Das müsste hier sein, ne? Ich weiß, hier oben habe ich auch noch was, aber da... Dann können wir an beiden Orten schnell hin. Weil es dort ja auch der Schatz, wo der Typ gerade geredet hat. Mir ging es so jetzt eher darum, dass ich weiß, dass dort der Helm ist. Der Helm von Varudania. Oh ja.
Okay, ist ein bisschen heiß hier drin, sehe ich ein. Trotzdem erstmal gern raus. Hier könnte ein bisschen schwierig werden, vielleicht hier vorne. Okay, hier sehen wir jetzt. Mal ganz kurz gucken. Ich habe sogar eine Markierung da hinten. Hat auch etwas. Das ist einer von denen, wo ich nicht genau wusste, wie ich da überhaupt reinkomme. Könnte noch sein, ne? Dann nur weil der Typ da ist. Ja, vielleicht ist noch was, aber Eingang sieht hier eigentlich nicht aus, ne? Scheiße. Hier ist definitiv Schatztruhe in der Nähe, nur, ja. So etwas in den Eingang wäre ganz schön. Oh. Ja gut, ich meine, ich hab's auf der Karte markiert gehabt, ne? Also werde ich auch einen Grund dafür gehabt haben. Sagen wir mehr Power. Zweihänder generell. Habe ich. Das Breitschirm, meist lange Ding. Magma-Rock-Hammer, so normalen Steinspalt, das ist eventuell schon cool. Das ist auch ein Breitschwert halt so gemacht, ne? Außer Angriff. Dann ein bisschen mehr Angriffspower und hier Haltbarkeit. Komm. Steinspalter kann man gut gebrauchen. So, jetzt muss ich hier hin. Ne? Also gehen wir kurz da hier. Nehmen wir mal weg, weil. Waren wir jetzt hier? Jetzt habe ich den markiert, weil der immer hier ist. Weißt du was? Ich markiere nochmal. Das kann sein, wenn wir das nächste Mal einen Blutmond haben oder so. Das Ganze resettet wird, die ganzen Spawnpunkte, dass dann der Felsspalter wieder da ist. Theoretisch wäre es möglich. Ja, hier ist eine Höhle, aber da waren wir schon drin. Die Mann sind da. Hä? Haben wir das mit auch schon gemacht, Leute? Oh.
bin gerade verwirrt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier schon mal mit denen waren, mit der Monsterwehr, aber ich dachte eigentlich, wir hätten schon alle. Hä? Das ist gerade eine Wiederholung. Ja gut, also wenn es noch ein bisschen mehr... Wobei, mehr Power brauchen gar nicht das Set hier, ne? Hm? So, komm. Eins fürs Erste. Hallo, bin da, wer noch? Man kommt ihr mit oder was? Okay. Ich würde mal sagen... Oh, er fängt vorbei. Ey! Knapp daneben ist auch vorbei. Kurz unterbrechen. Warte mal, wo war der andere? Hä? Wo ist er mit dem Ausweichangriff? Ach, der ist futsch, wir haben noch keinen neuen gemacht, ne? Wir hätten eigentlich hier. Oder warte mal, doch, wir hatten... Hier ist noch einer. Ich wollte schon sagen, ey. Tasche ist voll, da ist nichts Neues. Okay, bin ich mal gespannt. Weil ich dachte eigentlich, wir hätten alle Monster wären schon durch. Wir haben gewonnen! Klar. Oh. Kühn und glorreicher. Doch 100, ne? Wir können Kala. Hä? Kann natürlich sein, dass die natürlich theoretisch mal wieder machen können, ne? Also Kala bin ich mir sicher, dass sie die gemacht haben, aber hier... Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ob wir die schon mal hatten. Naja, halt einmal mehr gemacht, ne? Ist auch nicht so weiter schlimm. So, nochmal zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist was los bei uns, ne? So. Gehen wir kurz zur Höhle hinein, denn den Helm wir dann noch ganz kurz holen wollen. Dann ist halt die Frage, ob das eben schon die eine Quest war, wo wir nochmal zurück ins Dorf können holen. Um da zu gucken. Wäre es nochmal schnell. Flamethrower now. Ja. Pseudo-Glutexer, ne? Naja, Feuerechse halt, ne? Ganz schnell hartnäckig. So.
Ah, was mal aufbomben. Okay. Pfeile? 60, ja. Dürfte vorerst reichen. Bin da, wer noch? Okay, keine Monster, nix, das ist ein bisschen verwunderlich. Udania-Helm. Ja, ist safe, ne? Ja, okay, da schaut Excel sehen. Okay, das war diese Quest. Sehr gut. Jetzt ist noch die Frage, wo ist er? Wenn ich schon mal hier bin. Hier. Irgendwo muss noch unser Kumpel sein. Alle 4 Helme, sehr geil. Jo, ne? Fehlt ihm nur noch das... also im Prinzip fehlt der Blitzhelm. Der ursprüngliche Schatz noch der Gerudos, aber irgendwie wieder bei den Jigas ist oder so, angeblich. Ja, jetzt kann ich es mal schon mal verraten. Jetzt müssen wir nochmal zum Jiga vorbei, um dann nach diesem Blitzhelm zu gucken. Der kommt noch aus der Queen of... aus Breath of the Wild. Und eben, es gibt noch einen, wenn wir halt alle Scheine gemacht haben, gibt es noch einen Rüstungsteil. Aber das verrate ich noch nicht. Was heißt verrate noch nicht, ne? Wir wissen sowieso schon alle, was sie ist. Also, das Spiel ist alles andere als neu, ne? Also eigentlich kann man das Ganze auch sparen. Aber vielleicht kommt trotzdem mal irgendjemand hier vorbei, sieht das Video an und denkt sich so, ach, das Spiel haben wir gar nicht gespielt, worum geht's überhaupt? Und dann wäre es schon scheiße von mir, ne? Sowas zu spoilern. Und die Chance dafür schon sehr gering ist, muss man zugeben. So, nicht verwundern, ich suche gerade nach dem Mayo-Dingsbums. Nach der Mayonnaise suche ich. Wo ist sie? Die war bei den Monstern, da bin ich mir mal ziemlich sicher. Ups. Ah. Jäger, Offizier, Jäger, Novize, von wo fällt der Koga noch, ne? Haben wir den noch gar nicht im Foto gemacht? Krass. Ja, Flammengriorg, Frostgriorg, ne? Griorg König, einen Donnergriorg haben wir noch nie ein Foto gemacht. Ist auch ein bisschen peinlich tatsächlich. So, wo ist er jetzt? Hä? Ah, ist er hier? Ja, hier ist er. Na, wo ist er? Ah. Wenn wir sparen können, einfach mal einmal durchlatschen, jetzt gesehen. Ich sehe ihn sogar von hier. Bisschen höher zielen. Na toll. Ein bisschen zu hoch. Oh, nice Quelle hier. Naja, ich glaube nicht, dass wir noch alle Mayo-Signum-Dinge zusammenkriegen tatsächlich, aber hey, wer weiß, ne? Wäre natürlich schon doof, wenn ich am Schluss nicht merke, oh, uns fehlt noch ein einziges Mayo-Signum und ja, ich hätte es holen können, aber ich habe es nicht gemacht. Perfekt, Freunde. So, das heißt eben die Quest gemacht. Dann gehen wir nochmal, ja, das Ding haben wir noch nicht gemacht. Noch ganz kurz zurück zu den Kronen, ne, wegen dem Schatz und so. Dann haben wir das nämlich auch. Dann eben noch die anderen beiden Schätze, ne, bei den Giga. Also indirekt, ne, der eine schon, der andere eben indirekt. Da stelle ich mir halt die Frage. Erst noch die restlichen Sidequests eben in Kronen machen und dann eben mir auch mal eine Liste zurecht machen, welche Sidequests mir noch fehlen.
Und wie bereits erwähnt, viel ist es nicht mehr. Also hoffentlich nicht. Ne? Wir jetzt ein bisschen ankotzen, wenn noch viel fehlen würde. Außer den Namen eines Titanen trägt, das klingt nach einem unglaublichen Schatz. Warum ist auch cool, dachte ich, vielleicht findet diese jetzt jemand. Dass du den Schatz wieder unten angerissen hast, Wahnsinn. Dass es die Excel-Brüder gibt. Tja, mein Traum ist wahr geworden, danke für diese guten Neuigkeiten. Ich ihn nicht nähern soll, ne? Ich kann dieses Mal nicht direkt helfen, aber ich werde hier alles absuchen, wenn uns das näher an Prinzessin Zelda bringt, ne? Jo, macht das. So, das heißt, von den Sidequests her, also die wir aktuell noch dabei haben, ne, sind es eben 3 Stück, die noch fehlen. Der Brunnenfan, das ist ein ganz anderes Thema. Ich meine, es fehlen noch 19 Brunnen, die können wir mal abklappern. Das kriegen wir hin. Ein Bild des Vollmonds auf dem Boden leuchtet. Goropolis. Das kriegen wir noch irgendwie hin tatsächlich. Und, ja, ne? Ich meine, das sind halt die Dinge, die ich jetzt gerade so aktuell habe. Ne? Wir müssen mal eine Strichliste führen und mir dann sagen, okay, die Quest haben wir. Mein Schrein ist klar, dass wir die Quests alle haben. Auf den letzten Schrein, der uns noch fehlt, da gibt es keine Quests mehr. Episoden haben wir eigentlich auch alle, bis auf die aktuell noch. Da ist ja die Kogas Plänen. Da muss ich eben halt erst noch Koga noch platt machen da unten. Hätte ich schon längst machen können, aber ich will halt zuerst das Siegerversteck platt machen und dann Koga. Also ja, jetzt haben wir mal gesagt, nächste Folge gucken wegen restlichen Sidequests. Oder dann direkt erstmal zum Diga und die abklappern. Dann eben noch Sidequests und die Episode. Und nach der Episode Story beenden. Weil Rüstung haben wir alle. Ich werde nicht mehr alle Upgrades machen von den Taschen und so. Aber wenn ich jetzt noch ein paar Crocs finden sollte, weil es mir zu viel Aufwand vorne, sorry, aber das ist wirklich dann zu viel des Guten. Wenn ich wirklich mal die Muße hätte, oft das zu machen, okay, aber ansonsten. Ja, Segenslichter ist klar. Dann vor allem auch, damit wir nachher eine volle Ding hätten. Volle Herzleiste. Was ich auch noch machen will, sind die Sonnenenergiekristalle komplett auffüllen, damit ich eben noch die Rest, also alle Dinge auch blau habe. Das würde ich irgendwie auch offscreen zum Teil noch machen. Also vor allem die Dinge hier sammeln, ne? Sprich, wo sind sie? Na. Die Dinger hier unten. Also Großunanium und Synanium selber, also die Dinger farmen. Und so schwierig tatsächlich. Und dann, jo, gucken wir halt mal, wie es weitergeht, ne? In dem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, im Abschlussrun, hoffe ich zumindest mal. Bis dahin, bye bye.